Biokontor 7 und Münchner Kindl präsentieren Grillmas. Konrad Geiger grillt und Theo Hartl gibt seinen Senf dazu. Folge 2. Alaska-Wildlachs von der mit Frosamiko-Himbeere getränkten Zedernholzplanke mit Senf-Dill-Soße. Grüß dich, Theo. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du wieder Zeit für mich hast. Was machen wir heute? Du hast gesagt, du machst Lachs und ich sage dir erstmal, was ich mitgebracht habe. Ich habe ein Frosamiko. Wow, okay. Haben wir 4 Sorten. Für den Lachs nehmen wir die Zitronen-Frosamiko. Wir haben ganze Zitronen in der Senfmühle vermahlen, dass sie flüssig werden. Es ist reine Frucht, es ist kein Wasser, kein Zucker drin. Wahrscheinlich sehr intensiv auch ein Zitronengeschmack. Einen sehr intensiven Zitronengeschmack, weil die Schale eben dabei ist, wo das ätherische Öl ist, das eigentlich den Zitronengeschmack ausmacht. Wow, okay. Und das ist eine Senf-Dill-Soße. Das ist, Senf-Dill-Soße sagt schon alles. Sehr, sehr gut zum Fisch. Ich habe da ein bisschen was mitgebracht, um da mitzuhalten. Ja, ich stehe einfach auf einen Alaska-Wildlachs. Kräftige Farbe, auch eine tolle Konsistenz. Das werden wir nachher dann auch probieren. Und als Geschmack habe ich mir vorgestellt, dass wir mit dem Zedernholzplanke was machen, kombiniert oder gepaart letztendlich mit den Himbeer-Frosamiko. Wenn das dann soweit ist, legen wir dann den Lachs einfach oben drauf, geben wir so eine Mischung aus Zwiebeln, ein bisschen Frühlingszwiebel, ein bisschen Olivenöl oben drauf und grillen das Ganze. Und wenn es dann soweit ist, verfeinern wir es ein bisschen mit dem Zitronen-Frosamiko und dann probieren wir es mit dem Senfsoße. Gut, da freue ich mich schon. Ja, einverstanden? Ja. Ja, dann grillen wir es. Dann grillen wir es. So, jetzt trinke ich erstmal mein Zedernholzplanken mit dem Frosamiko. Und zwar da, wo ich den Fisch drauf lege. Und jetzt mache ich nur eins. Jetzt unten ist ja mit Wasser sozusagen vorgeheizt. Okay. Das heißt, also ich lege das vorsichtig jetzt auf eine Holzkohle. Ja. Das Essig zieht und diesen Geschmack von dem Himbeer zieht schön in das Holz jetzt ein. Total nach Himbeeren, gell? Mhm. Okay, dann nehmen wir unseren Brett runter. Jetzt setze ich unser Lachs drauf. Konrad, ich habe gesehen, der Lachs schaut eigentlich anders aus, als ich ihn kenne. Der ist nicht so fettig. Was ist da Besonderes dran? Das Besondere ist eben das Thema Wildfang. In Nordamerika, gerade im Pazifik, haben die das Thema verstanden, dass man die Populationen erhöhen muss. Das heißt, es gibt bestimmte Kontingent, wo die professionelle Fischer fangen dürfen, aber auch unter ganz strenge Bedingungen. Und wenn man da was Geniales draus machen kann, so wie wir jetzt halt gemacht haben, dann haben wir das Thema verstanden, glaube ich. Ja, man muss es ja auch nicht jeden Tag essen, sondern es ist was ganz Besonderes. So ist es. Geniales Stück Fisch, die du deiner Frau nach Hause bringst. Ich bringe ein Stück mit nach Hause, weil meine Frau ist aus Hamburg und da ist Fisch absolut ein Thema. So, schauen wir mal, was der Lachs macht. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Schauen wir, das sehen wir hier. Ja. Das ist ein Fleischsaft, der austritt. Da ist am Ende so schon schön fest und man sieht es ja hier. Immer schön glasige Kern. Zwiebeln schauen auch ganz gut aus. Ja, schaut total lecker aus. Ich würde sagen, genießen wir es. Ja, wir genießen es jetzt. Okay, gut. So. Wow. Der sieht schon mal super aus, oder? Ja, das kann man sagen. Jetzt tun wir den verfeinern mit dem Frosamiko Lemon. Du darfst eher eine Runde drehen. Na, was sagst du dazu? Oh. Ja, Dill und Lachs ist so eine Liebesgeschichte. Das ist so. Apropos Liebesgeschichte, wir fassen mal kurz zusammen. Wer Lachs liebt, für den ist Wildlachs aus Alaska die Krönung, weil er frei wie ein Fisch im klaren Wasser des Pazifik aufwächst und dort nur Gesundes frisst. Und das mit der Zedernholzplanke, das sollten Sie unbedingt mal ausprobieren. Haben wir noch was vergessen? Noch nicht ganz aufessen. Ich muss meiner Frau was mitbringen. Aber lecker. Ja. Echt gut. Haben wir gut hingekriegt.